SRF bei den Leuten mit «Aus der Region für die Region». Das Mikrolabel für regionale Produkte. Psst. La 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 la. Der ehemalige Botschafter Paul Seeger läuft von Deutschland zurück auf Basel. Eine einsame Sache. Jetzt sucht er Kontakt via Social Media. Wir sehen uns heute Abend noch mal, weil ich bin heute Abend eingeladen. Kleine Überraschung. Die Familie Ferguson zügelt von Atlanta nach Würrelingen. Ein schmerzhafter Abschied von Freunden und Familie zu Amerika. Der Tobias Burch verspricht seiner Frau, seinen Job in der Schweiz zu künden und zu ihr nach Kalifornien zu ziehen. Doch im letzten Moment überlegt er sich anders. Die Kündigung habe ich nicht eingereicht. Der Entscheid war klar, dass ich es momentan noch nicht machen kann. 3 Geschichten über Liebe, Heimat und das Heimkommen. Das ist SRF bei den Leuten. Heimweh. So, jetzt packen wir mal den sogenannten Deppenstängel aus. Guten Morgen allerseits. Heute willkommen zu meinem drittletzten Wandertag. Heute geht's hier nach Kandern. Hoffentlich hält das Wetter. Gestern war es ein garstiger Tag. Es sind auch nur 11 Kilometer nach Kandern, also nicht eine so wahnsinnslange Strecke. Heute Abend sehen wir uns wieder. Ich bin nämlich eingeladen. Bleibt dabei. Tschüss miteinander. Bis bald. Ja, all diejenigen Leute, die uns in Deutschland begleitet haben, während der Zeit, wo ich als Botschafter war, von denen habe ich mich jetzt eigentlich verabschieden auf dem Instagram-Account und ihnen Gelegenheit geben, mich auf dieser Wanderung zumindest virtuell zu begleiten. Also eine Art persönliche Dokumentation. Zum Abschluss von seiner Karriere im diplomatischen Dienst läuft Paul Seeger mit seinem Hund Kari von Erfurt bis auf Basel. 700 Kilometer in 6 Wochen. Die ersten 2 bis 3 Wochen war ich ganz allein. Was auch seinen Reiz hatte, einmal Mutterseele allein durch die Wälder zu streifen. Aber ab und zu hatte ich schon gerne ein bisschen Gesellschaft gehabt, ja. Nach 40 Jahren Berufsleben hat er ganz bewusst mit einem Fußmarsch in die Pension. Ein Trip mit seinem Hund Kari. In den Wochen, wo wir jetzt zusammen sind, allein, sind wir wirklich mehr zusammengewachsen. Er ist auch viel schmusiger, viel anhänglicher geworden, als er vorher war. Das merkt man halt schon. Das ist wirklich ein riesen Unterschied. Gell? Du hast wirklich, wir sind da wirklich ein Herz und eine Seele wie Pech und Schwefel. Gell? Ja. Hey. Heute verbringt Paul Seeger seinen Abend für einmal nicht allein im Restaurant. Er wartet, bis er abgeholt wird. Via Instagram hat ihn jemand zum Znacht eingeladen. Wenn mich schon jemand einladen zu sich heim, dann gehe ich einmal davon aus, das wird eine gute Sache und ich freue mich jetzt einmal drauf. Man weiß nicht ganz genau, was einem da erwartet heute Abend und ich bin gespannt drauf, aber ich habe eine gespannte Vorfreude. Hallo. Hallo Paul. Dani, ciao. Freut mich sehr. Sali. Freut mich auch. Da ist der Kari. Kari. Vielen Dank für die Einladung, finde ich super toll. Ja, gern schön. Ja, Das wird alles gut. Ich musste 61 werden, dass jemand von der Regierung einmal in meine Nähe kommt und dann sogar noch zu mir zum Essen. Der Daniel Drechsel lebt und schafft schon lange an der Schweizer Grenze zu Deutschland. Mit dem Paul. Ela, hallo Ela. Hallo. Emily, hallo. Geil. Ich bin sehr neu von ihm. Ihr seid nicht böse, wenn ich mich anhocke. Nein. Was sollen wir uns hinsetzen? Okay, dann setze ich mich darüber. Es ist etwas Spezielles. Das ist etwas, wo man vielleicht im Leben einmal erlebt. Und er hat keine Berührungsangst und braucht keinen Leibwächter, wie er mir gesagt hat. Und das ist doch schon interessant gewesen. Und ich hatte auch schwer Mühe, ihn zu duzen. Weil ja, in der Generation, in der ich aufgewachsen bin,
hat man solchen Personen einfach nicht du gesagt. Für mich ist das etwas total Sympathisches, dass wir wirklich wildfremde Leute, wo wir eigentlich nur über die sozialen Medien, über Instagram kennengelernt haben, jetzt so zu sich einladen. Ich meine, es ist ja eigentlich sehr unschweizerisch. Das machen wir ja bei uns in der Schweiz oder auch in Deutschland nicht so. Oder? Die Spontanität ist nicht etwas, was wir kennen. Also vielen Dank nochmal. Ja. Super. Dankeschön, gleichfalls. Jo, sie ist noch warm. Wunderbar warm. Einwandfrei. So, also. Jetzt machen wir das 80-Sekunden-Reel. Und tschüss. Hallo! Das ist wirklich eine ganz besondere Angelegenheit, ein besonderes Privileg heute bei Danny, einem Schweizer, der hier in Marzell wohnt, zu Hause. Danny, großes Dankeschön. Bitte, Dankeschön. Was war der Grund, warum du das gemacht hast? In einem Satz. In einem Satz. Ganz einfach, weil ich dich kennenlernen wollte. Okay, es hat funktioniert. Deshalb schönen Abend allerseits und ja, bis morgen, dann geht's weiter. Tschüss. Ich bin als Kind nie umgezogen in ein anderes Land. Und als Erwachsener habe ich in 4 verschiedenen Kontinenten gelebt. Aber immer freiwillig. Und für mich war Umziehen immer etwas Positives, weil ich es selber wollte und als Erwachsener gemacht. Und mir war irgendwie nicht so bewusst, wie schwierig das ist für ein Kind, das gar nicht gehen will. Nach 10 Jahren zieht die Familie Ferguson von Atlanta auf Wörrlingen, dort, wo die Mutter Judith herkommt. Die 13-jährige Tochter Joy will lieber in den USA bleiben und ist am Tag vor der Abreise auch noch nicht ganz parat. Ich habe eine ganze Liste gemacht, von was ich heute machen will. Und ich habe auch mit Zeiten gemacht. Aber dann bin ich 2 Stunden später aufgewacht. Also jetzt geht meine Liste nicht wirklich. Aber Darum habe ich einen Alarm ich habe auch einen Alarm gestellt. Aber Okay, ich bin durchgeschlafen. Okay. Hanna, du bist jetzt da, also musst du mir helfen. Ihre Schwester Hannah ist schon ready für den Flug. Nein, schau, Nicole kommt jetzt dann gerade und sie wird besser dir helfen als ich. Der Joy, ihres Trödeln, ist allen aufgefallen in der Familie. Ich glaube, sie macht nicht so mit. Ich glaube, sie weigert sich zum... ich glaube, sie würde sagen, sie will sich nicht stressen lassen, aber es ist der letzte Tag. Irgendjemand muss es dann machen, aber nicht. Sie braucht halt Hilfe, um ihre Sachen zu machen. Und dann aber hilft sie nicht mit den anderen Sachen. Weil wir müssen alle unsere eigenen Sachen und den Rest vom Haus machen. Ja. Und darum kommt Nicole jetzt dann, aber sie muss das Zeug für Goodwill machen. Nicole ist Tante von der Joy. Das ist ein kleines Desaster. Das Zimmer war makellos. Das Zimmer war nicht makellos. Da war ganz viel Zeugs. Und jetzt ist nicht mehr so viel Zeugs. Okay. Was ist das alles dort drin? Das ist praktisch fertig. Man muss nur noch einpacken. Der Jüngste, der Noah, hat eigentlich gepackt, aber der Koffer ist zu klein. Willst du mal schauen? Das ist Zeugs für die Haare. And then mommy wants to bring that other
Das geht easy in den Beutel. Das könnte nämlich aufgehen und auslaufen. Something smushes into that, it's just gonna explode everywhere. Yeah. Okay, hey Joy. Am Abend ist dann doch noch alles parat. Auch die Sophie reist in die Schweiz. Schau mal, wir können gerade hier. Super Bett. Schau mal, das Tent collapses. Yeah, because we're in a real house. I never worried. Das ist so friedlich. Also ich finde es nicht so gemütlich. Alright. Twinkle, twinkle, little star, how I... Ich kann das gut verstehen, dass Jackie sich in der Schweiz entsprechend eingegangen fühlt. Ich habe das Umgekehrte erlebt, als ich das erste Mal auf Amerika kam und entsprechend die Freiheit gespürt habe und wie offen das man sein kann und ein Haufen Möglichkeiten da sind, die man nutzen kann. Awanga, Kalifornien, südlich von Los Angeles. Ein Hangarloft mit eigener Flugpiste. Hier ist Jackie Burch zurückgekommen, nachdem sie erfolglos versucht hat, in der Schweiz heimisch zu werden. Das Leben hier ist für die Hobbypilotin und Pferdeliebhaberin ein Traum. Ich reite hier auf einem Weg in meiner Nachbarschaft, gerade an meinem Haus vorbei, wo mein Mann an seinem Flugzeug arbeitet. Ich glaube nicht, dass das in der Schweiz einfacher so möglich wäre. Ihr Mann, der Tobias, werkt mit seinem Nachbar am eigenen Flug ein. Der Tobias will eigentlich mit der Jackie in der Schweiz wohnen. Sie ist aber aus Heimweh zurück in die USA. Und er ist jetzt für ein paar Tage da, um einen Entscheid über die gemeinsame Zukunft zu treffen. Die Leidenschaft für die Flügerei teilen sie. Das Flugzeug ist schon mein Baby. 2500 Stunden habe ich gebraucht, um das zusammenzusetzen. 3 Jahre hat es gedauert. Und Jackie hat mir auch viel geholfen. Und ich liebe es einfach, am eigenen Flugzeug zu arbeiten, zu verbessern. Man findet immer wieder etwas, was man noch besser machen kann. Und das bereitet einem grosse Freude. Es ist ein grosser Traum, der da in Erfüllung gegangen ist. Dass ich das so wirklich ausleben hier. Ja. Hey. We're back from riding. Zurück vom Reiten? Awesome. Wie war es? How was it? Super. They're making some progress. Wir kommen vorwärts. Ja. Wir haben die Motorenbefestigungsschrauben und die Kabel gelockert. Gleich können wir die Motorenmontagegummis ersetzen. Und dann alles wieder zusammensetzen. Awesome. We got the engine lift out here. Jackie hat jetzt bereits da eine Jobmöglichkeit in den USA. Yeah. I have more job possibilities here and Hier habe ich mehr Aussichten auf einen Job. Ich habe sogar einen. Und zwar als Ingenieurin für die Regierung. Das hilft uns sehr für das Zurückkommen auf Amerika, wenn wir uns dann für das entscheiden. If that's what we decide. Keeps our options open. Ich bin dein Money Girl. Das tun jetzt alles so locker mit dem Money Girl und dem Job hier in den USA. Und jetzt wird es schon langsam zum Thema, dass wir uns entscheiden. Jetzt braucht es einen Entscheid. Am Abend im Interview teilt er dann seinen Entscheid mit. Für mich hat sich jetzt gezeigt, dass die USA mein zukünftiges Zuhause wird sein. Aber dass ich weiterhin die Schweiz besuchen würde. Was hast du gesagt?
dass ich in Zukunft in Amerika leben will, aber die Schweiz immer wieder besuchen. Ja, klar. Ja. Sicher. Bist du sicher? Ja, ich bin sicher. Ja, es macht eigentlich etwas mit einem, entschleunigt sich. Das war das, was mir am meisten an mir selber aufgefallen ist, wie ich vorher so ziemlich ein bisschen der Hamster im Rad war. Und jetzt, wir haben es selber auch lernen, langsamer zu werden, mehr zu entschleunigen. Das macht es mit einem, ja. Insofern eine gute Vorbereitung auf die Zeit, die jetzt auf mich zukommt. Schloss Weitenburg im Neckartal ist ein ehemaliges Jagdschloss. Eine der vornehmsten Unterkünfte für den Paul und seinen Hund Kari. Der kommt Medikamente über wegen einer Ohrenentzündung, die ihn aber nicht weiter am Laufen hindert. Gehen wir das Morgen essen? Schlüssel haben wir. Danke sehr. Oh, la. Jetzt kommt das grobe Geschütz. Wow. Ich glaube, das Mittagessen können wir verzichten. Am Paul seine Frau Colette macht den Marsch nicht mit. Sie wartet in Basel. Hallo. Wie geht's? Miet? Ja, nein, ich bin nicht miet. Also, es ist der Bart, der mich halt macht. Man sieht es ja schon gleich. Also, heute ist glaube Freitag, gell? Ich habe das Datum nicht mehr recht im Kopf. Ja, genau. Ja, ich auch. Ich habe schon lange nicht gesehen. Geil. Gell, Räuber. Gut. Also. Mach's gut. Ganz einen schönen Tag. Dir auch. Ciao. Salut. Also die Zeit, dass wir einfach länger auch getrennt sind, das ist auch Teil unserer Beziehung. Und das ist auch gut so, finde ich. Also, wir wären sicher nicht noch zusammen, wenn wir jetzt ständig so wirklich angstens aufeinander oben sitzen. Ich freue mich jeden Tag neu, auf Wanderschaft zu gehen. Also, es gibt keinen Tag, auch wenn ich vielleicht am Tag vorher ein bisschen müde war und ein bisschen Muskelkater habe, aber am nächsten Tag ist das alles vergessen und ich freue mich wirklich auf den nächsten Wandertag. Hallo! Das sieht auch nach einer langen Fahrt aus. Ja, ich fahre nach Spanien. Nach Spanien? Ja. Wow! Ja. Von wo aus? Ich bin gerade tatsächlich in Tübingen gestartet. Also es ist jetzt meine erste kleine Pause, die ich hier mache. Wow! Und jetzt geht es dann gleich weiter. Bin beeindruckt. Ja, und Sie? Ich bin jetzt am 2. Oktober von Erfurt aus gestartet, zu Fuß mit meinem Hund. Und ich wandere jetzt in die Schweiz. Das ist voll schön. Ja. Alles zu Fuß jetzt. Alles zu Fuß, ja. 700 Kilometer sind es. Ja. Gute Fahrt und alles Gute. Tschüss. Es hat etwas Kontemplatives, das Wandern, etwas fast Meditatives. Ich fühle mich jetzt wirklich hier auch befreit. Es ist etwas Befreiendes. Und insofern ist das bis jetzt aus meiner Sicht eine sehr gute Erfahrung. So, Kari, machen wir Pause, komm. Willst du Käse? Ui. Wie kann man da? Käse? Oh la la. Was gibt's für Käse? High five. High five. Good boy. Banane hast du nicht gern. Kari, komm hier, komm. Wie siehst du wieder aus? Ei, 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 ei. Komm. Yes, I would say I am very Ja, ich bin sehr emotional. Ich kann das aber nicht immer zeigen. I don't always, or I'm not always Aber able manchmal, to ja, ich bin sehr emotional. But sometimes, yeah, I feel a lot.
der Tag vom Abflug in Atlanta. So we got 10 suitcases, 4 carry-ons, 5 backpacks and a bag. I couldn't even imagine traveling. Okay. Sind wir bereit für Sophie? Und ist Sophie bereit für uns? Ich werde sie wahrscheinlich haben, durch den Flughafen haben und ich muss dann das nachher zumachen, sodass sie nicht Ja, jetzt wieder solltest du wahrscheinlich zumachen, sonst will sie dann. Oh, Sophie. Weißt du, jetzt müssen wir da reingehen, das ist nicht so gern. Und es darf eben nicht grösser. Ich habe extra geschaut, das ist das grösste Ding, das du haben darfst zum Fliegen. Schau. Oh. Ja, aber du weißt, der Tierarzt hat gesagt, das ist wirklich für ein Tier nicht so schlimm, wie wir uns das vorstellen. So in einem kleinen Ort innen zu sein. Sie hat gesagt, sie fühlt sich fast sicherer. So. Ah ja, schau, weißt, sie ist ja sie miaut nicht einmal. Freunde und Familie sind gekommen, um zusammen an den Flughafen zu fahren. Did you go left-handed? Yeah, I could. That I could do. Hey, if you play left-handed, Es ist ganz komisch. Es fühlt nicht wirklich wie der letzte Tag. Es fühlt, ja, also es ist so, ich weiß, dass es der letzte Tag ist, aber es fühlt nicht so, weil ja, alle sind noch da und wir sind noch im Haus, obwohl, also das Haus ist leer, aber wir sind ja immer noch da, also fühlt es einfach, als ob es noch ein normaler Tag ist. Aber ich weiß, dass es nicht normal ist, aber es ist komisch. Super impressive. Oh my gosh, that's so cool. Die Großmutter von Noah hat Mühe, dass das Enkelkind und vor allem ihren Sohn die USA verlassen. Ich habe noch nie so eine Verabschiedung erlebt. So viele Leute haben den David so fest gern. Und auch seine Familie und seine Frau. Ich verehre sie. Ich verehre die Kinder. Ich bin so stolz auf dich und ich liebe dich so fest. Der grosse Einfluss, den sie hatten auf so viele Leute, das ist wunderbar. Die Schweiz kann sich glücklich schätzen, dass sie kommen. Switzerland is lucky to be having them in their community. Please don't lose it, okay?
Mein Mann hat mir gesagt, er komme zu mir auf Kalifornien leben. Und dann sind wir zurück in die Schweiz gekommen. Er war absorbiert von seiner Arbeit, wollte einen guten Abschluss haben und dann kündigen. Wir haben sogar die Wohnung gekündigt. Und dann... Schwierig zu erklären. Ja. Was ist denn passiert? Ja, was ist passiert? Jackie und der Tobias Burch sind zurück in der Schweiz. Eigentlich zum die Sachen packen, Adieu sagen und auf Amerika zu ziehen. Doch der Tobias hat sich's anders überlegt. Sein Job bei der Arma Suisse hat er doch nicht gekündigt. Nein, die Kündigung habe ich nicht eingereicht. Das war ein Thema, dass wir in Amerika leben und arbeiten. Aber ich habe es dann auch besprochen mit der Jackie und der Entscheid war klar, dass ich es momentan noch nicht machen kann. Ich bin jetzt fest verbunden mit der Arbeit und dementsprechend würde ich dann noch weiterhin bei Arma Suisse tätig bleiben. Für mich war es eine grosse Challenge, da jetzt wieder auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, wo wir das Ganze angeschaut haben, was es im Detail bedeutet, mit dem in der Schweiz zu arbeiten oder eben nicht und in die USA zu gehen. Und es waren schwierige Wochen. Und jetzt würde ich doch behaupten, wir haben jetzt einen Plan, wie wir das werden stemmen können, um auch in Zukunft gemeinsam gehen können. Salut Urs. Hi, wie geht's? Gut, gut. Und dir? Der Tobias kümmert sich als Projektleiter mit einem 100-köpfigen Team um die Beschaffung von Aufklärungsdrohnen für die Schweizer Armee. Das Projekt kann bestimmt auch jemand anderes machen. Für mich ist es wirklich mit dem ganzen Team das umzusetzen. Und die Zusammenarbeit, ich weiß auch nicht, das Vertrauen auch, das man da hat. Und dort kann ich nicht loslassen, weil es ist ein Vertrauen da. Es ist eine Zusammenarbeit. Und das macht es aus, dass ich nicht loslassen kann. Ja. Also ich lasse mich emotional nicht einfach ruhig. Und ich kann sagen, ja, tschüss, ich gehe jetzt. Oder? Das ist eigentlich der Hauptgrund, dass es mir so schwerfällt. We had a rough time in our relationship. Wir hatten eine schwierige Zeit in unserer Beziehung. Ich hatte das Gefühl, ich werde nicht verstanden. Und du hast andere Sachen wollen. Und ich hatte einen Zusammenbruch. Und dann sind wir uns wieder näher gekommen. Und haben entschieden, es langsam anzugehen mit dem Zügeln auf Amerika. And we decided maybe we wait and slow down with trying to move to America right away. Ich glaube, ich bin jemand, der auch ein echtes Interesse für andere Leute hat, der eine Neugier entwickelt, der auf andere Leute zugehen kann, der zuhören kann. Ich glaube, das Zuhören ist gerade so wichtig wie das Schwätzen. Also ich glaube, das zwischenmenschliche Kommunikative ist sicher etwas, das ich recht gut kann. Im Dörfli Kandern, Bundesland Baden-Württemberg, startet die zweitletzte Etappe von Paul Seeger. Heute steht eine rund 17 Kilometer lange Wanderung an, von Kandern auf Lörrach, begleitet wieder von einer Schweizerin, die hier in Deutschland lebt. Verena Vollmer folgt am Paul auf Instagram und hat sich als Wandergespönli angeboten. Hallo Verena. Hallo. Hallo. Ich heiße Paul. Ciao, Sally. Schön, dass wir zusammen wandern heute. Jetzt hoffen wir, dass es auch gut geht mit den Hunden. Kari, behändig, gell? Du bist ein Gentleman. Botschaftshund, denk dran. Wenn du einen Bauer zum Freund hast, bleibt halt dann noch zu uns wandern. Okay. Weit hatte ich es ja nicht hinter der Grenze. Du bist so vom Dialekt auch, kommst du aus der Ostschweiz irgendwie nicht mehr her, oder? Graubünden, ja, Obersachsen. Ja.
Und Heimweh in der Schweiz immer noch? Oder gut, so weit weg ist es ja nicht, oder? Ja, also sagen wir es so, ich würde schon gerne mehr heim, als was ich kann. Aber es ist nur 2,5 Stunden. Links. Laufen geht's, kommt. Okay, links. So. Good boy. Ja, schon ein bisschen nass. Ist nass? Im ersten Moment, wenn man jemanden anschreibt, der quasi eine Art prominenten Status hat, dadurch, dass er jetzt Botschafter für die Schweiz war in Berlin, ist es schon ein bisschen speziell. Aber das ist nach 5 Minuten sind es einfach zwei, die zusammen mit dem Hund laufen. Wir haben von Anfang an gerade einen guten Draht bekommen miteinander. Und was ich aber auch immer toll finde, auch bei den Begegnungen wie heute, man kommt aus unterschiedlichen Welten. Und das ist auch das Faszinierende daran. So fest geregnet wie heute hat es eigentlich jetzt die ganze Zeit nie. Also wir haben jetzt effektiv heute mal einen Tag mit Dauerregen. Ich habe so ein Gefühl von innerer Furcht, aber ich weiß nicht genau, ob das einfach ein Gefühl ist oder Realität. Das war jetzt eben in der Schweiz. Da wohnen wir? Ja. Okay. Komm, Kari, komm. Super gemacht. Komm. Pöttli. Du, wir knurren nicht, wir sind hier zu Gast, gell? Hast du verstanden? Sodeli. Mm. Die ersten paar Kräpfchen. Ich mache es halt verrückt gerne. Eben neben meinem Hund laufen ist eigentlich so Backen mein Hobby. So. Dankeschön. Schön. Vielmal, merci. Also, wenn ich ganz offen bin, ist es jetzt langsam gut, dass ich jetzt ankomme. Hängt jetzt wahrscheinlich damit zusammen, dass ich weiss, dass es jetzt fertig ist. Und es ist wahrscheinlich ein bisschen wie wenn man einen Marathon läuft. Die letzte Meile ist dann bekanntlich die längste. Dankeschön, dass ich hier mitlaufen Ja, danke schön für die Einladung und vielen Dank für die super feine Linsentorte, die es jetzt gibt. Gerne geschehen. Und auf eine gute und unfallfreie letzte Etappe, gell? Dankeschön. Super. Nein, wir bleiben nicht für immer. No, but just to For a find the period of positive. time. Du kannst hierbleiben, um deinen Job fertig zu machen. Wir sehen uns in Kalifornien. Kalifornien ist dort hinten. Ich treffe dich in Kalifornien. Der Tobias Burch hat den Plan, mit der Jackie auf Kalifornien auszuwandern, verschoben. Stanzerhorn statt Los Angeles, Wanderschuhe statt Kleinflugzeug, Kühe statt Ross. Nice to meet you. Wow. It's moments like this that really make me pinch myself. That Manchmal muss ich I mich am zwicken, here in Switzerland. dass ich hier in der Schweiz bin. And once I get out of the house and I start doing things and Wenn ich mal draußen bin und Freunde treffe, dann denke ich, ich könnte der Schweiz doch noch eine Chance geben. hey, maybe I can give this a little bit better. Maybe I can give this more of a chance. Ihr Highway ist ganz gross. Und sie hat gespürt, dass sie eine Chance, gar keine richtige Chance der Schweiz gegeben hat, weil sie viel zu fest immer nach Kalifornien gedacht hat. Und das bereut sie jetzt ein bisschen weit. Und dementsprechend ja, will sie einfach die Freiheit haben, können zurück auf Kalifornien zu gehen und hierher kommen und das dann wie so nie aufleben lassen. Auch der schöne Moment, den sie vorher geschildert hat. Dass man da auch gute Momente haben kann. Vielleicht ist das auch etwas, das dann ja, für die Zukunft kann sehr viel bringen kann. Aber ich glaube, wir wissen beide, dass in Zukunft irgendwann ein Zeitpunkt kommt, dass du es unser Zuhause wird sein. Ja.
Okay. Ja. Grüezi. Oh. So, wir waren wandern mit dem Käsehütte. Die beste des Sprints. Ja, also wir haben da ist Brienz, 2 Jahre alt. Ich kann zum Probieren geben. Mhm. That one's very good. We have a life here. Wir haben hier ein Leben. In America, we In Amerika müssten wir neu anfangen. Job, sonst Sachen. and things, and we have other things in our future that we want to do. And so maybe it does work out. Vielleicht ist es besser, zuerst das Kapitel Schweiz abzuschließen. Der Tobias macht seinen Job fertig. Ich arbeite als Tourguide. With my Viking. Das ist nicht so schlecht. And it's really not so bad. Ooh, look at that. Yeah. 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 Very nice. Happy? Ja. Ja. I'm very happy. As long as it's Solange es mehr Sonne als Regen hat, geht es mir gut. Okay. Yeah. It's good. Merci, ja. Schön. Tschüss. Er sagt einmal, wenn wir in die Schweiz gegangen sind im Sommer, hat er einmal so nach 2-3 Wochen hat er gesagt, du wirst schweizerisch. Ja, ja. Du bist nervös und du fährst dich an entschuldigen und du fährst an schauen, wie... Genau, aber hoffentlich weniger in den letzten Jahren und hoffentlich ist das jetzt so... Genau, habe ich das gelernt, dass ich das nicht muss. Am Flughafen Zürich warten die Eltern von Judith. 10 Jahre haben ihre Tochter und Grosskind in den USA gelebt. Ja, das erste Mal grosse Freude natürlich, dass sie jetzt endlich in die Nähe kommt. Und nachher habe ich... können wir als Familie etwas unternehmen. Wir haben schon etwas geplant. Gemeinsame Skiferien im Januar. Andererseits habe ich natürlich schon ein bisschen Bedenken, dass die Kinder am Anfang Schwierigkeiten werden haben. Das glaube ich nicht. Ich kann bestens Schweizerdeutsch. So lange müssen wir fliegen, gell? Ja. Hoi Martin. Super! Super. Back to Switzerland. Wir sind da. Vielleicht? Ich weiß nicht. Die Katze Sophie hat für Aufregung gesorgt im Flugzeug. Ja, am ersten Flug hat sie gebisselt und dann war sie mega unbequem und dann hat sie so miaut und mega verrückt, also es ist nicht gut gewesen. Und dann hat sie es kaputt gemacht, also ja, sie hat es zerrissen und dann ist ihr Kopf rausgesteckt und dann hat sie mich in die Hand gebissen und sie hat die Mami auch gebissen. Ja, es hat mega geblutet. Und der arme Person, ich habe ihn nicht gekannt, ist neben mir gehockt. Und der arme Mann musste mir helfen, mit meinem Blut aufräumen, weil es ist über meine ganzen 2 Hände und meine Arme und mein Bein und es ist überall gegangen. Und dann die Mami hat mir nicht helfen, weil sie Sophie im Ding behalten und dann ist das Blut ist überall gegangen und dann ja, es hat ganz viel Blut gehabt. Aber dann, als ich das Fläschchen drauf hatte, ist es wieder gut gewesen. Fürs Gepäck haben sie extra einen Transport organisiert. Die 10 grossen Koffer gehen mit dem Auto und die 5 Rucksäcke und die 4 Handkoffer und die Katze kommen mit uns. Wir möchten unsere erste Reise in der Schweiz geniessen. Besonders der David hat momentan zu kämpfen mit seinen Gefühlen.
das hat ja mal ein Tier gehabt, einen Zoo hat es gehabt. I guess it's Jetzt setzt sich alles. sinking in. So that's what's happening. There's a difference between Es ist ein Unterschied, ob man etwas plant oder ob man etwas wirklich macht. actually doing. And so now, you know, the last 9 years we Die letzten 9 Jahre sind wir jeden Sommer da angekommen. this time, Aber mit einem Rückflugticket. round-trip ticket. And so Und jetzt haben wir ein One-Way-Ticket. now there's only one-way ticket. Innerlich, glaube ich, ist für ihn wahrscheinlich jetzt die Zeit fängt jetzt an, wo man noch nicht weiss, in welche Richtung es geht. Eben geht es jetzt die Richtung traurig sein über das, was er zurückgelassen hat, oder geht es schon in Richtung Abenteuer für das Neue, das jetzt kommt. Aber ich glaube, das ist jetzt noch so ein bisschen in der Luft. So. Postauto. Fährst du gerne Postauto? Ja. Oh, was du? Find me somewhere between the sun on my face. Von der Großstadt Atlanta in Kanton Aargau. Würrelingen wird die neue Heimat fürs Fergustons. We're almost there. So. Ja. Oh. Armes Öffeli. Also nein, das solltest du nicht etwas posten in der Pause. Das machen wir dann nicht. Ja. Nein, also... Beautiful thing there. Ich habe schon ein bisschen zurückgerechnet. Ich kann nicht mehr so mögen. Sie ziehen ins Elternhaus von Judith. Der Umbau ist in den letzten Zügen. Oh, schau mal! Ja, ich bin beim Sägen. Wow, schau mal. Und Couch kommt da her. You guys are cutting down that, right? So, ich gehe jetzt zum Christmas. Nein, warte, bis ihr kommt. No. Look at this! You could go on the roof! No. Just kidding. Ganz kompliziert. Okay. Whatever you say. Das war mein Zimmer. Und wenn ich jetzt hier reinschaue, wirkt das so viel kleiner, wie als ich ein Kind war. Weil als Kind habe ich gedacht, das ist riesig, weil es so hoch ist. Und jetzt stehe ich drin und denke, es ist eigentlich nicht so groß. Aber also es hat auch immer gelangt. Ich habe nie das Gefühl, ich habe keinen Platz da drin. Weißt du, es kommt mit den Katzen schnell. Sie haben gesagt, wir sollen die Katze in den Keller tun, damit sie keine Angst bekommt. He? Einfach aufmachen und dann kommt sie dann selber raus, wenn sie parat ist, weißt du? Ja. Du darfst selber rauskommen, wenn du magst. She's brave. She already got in. Weißt du, mit ein bisschen Licht. Und so haben alle ein neues Zuhause. Sie muss jetzt einfach ein bisschen alleine sein und Ruhe haben und dunkel. Sie sehen Neuer Wohnort, neue Schule. Joy ist noch nicht so motiviert. Es ist schon ein bisschen, ja, so alle sagen, so ein Abenteuer. Aber ich würde lieber einfach meine Heimat zurück haben und mit den Leuten sein, wo ich mich bequem fühle. Das und viel mehr Geschichten in der nächsten Folge von SRF bei den Leuten. Heimweh. SRF bei den Leuten mit «Aus der Region für die Region». Das Mikrolabel für regionale Produkte. Schon fertig? La 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 la.